Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Die Gewerbesausstellung Interlaken ist eröffnet. Die beiden Innertkirchner Nachwuchsschwinger Toni Reto und Ivan stellen sich vor. Und Fabian Lustenberger über seine vielleicht letzte Spielzeit bei EB. Am Mittwochabend ist die Gewerbesausstellung Interlaken im Kursaal eröffnet worden. Bereits zum 54. Mal wird die Messe durchgeführt, was man mit einem grossen Apero gefeiert hat. Was die Gäste der Gewerbesausstellung noch bis am Sonntag erwarten dürfen, das hat Organisationsverantwortliche Nando von Almen Emanuel Glaser erzählt. Herr von Almen, was ist die Interlakener Gewerbeausstellung? Das ist eine Gewerbeausstellung, wo sich die Wirtschaft aus der Region und auch verschiedene Vereine und Organisationen präsentieren, Jahr für Jahr. Es hat eine sehr lange Tradition. Immer im Herbst eigentlich unsere regionale kleine Herbstmesse, wo man einfach Dienstleistungen und Produkte von von Unternehmen hier aus der Region kann kennenlernen und sich allgemein ein bisschen informieren über das, was läuft hier bei uns. Was bedeutet die Gewerbeausstellung für die Region? Ja, also uns ist es natürlich vor allem ein Anliegen, dass wir uns einfach für das Gewerbe einsetzen. Oder? Man hört es ja links und rechts, dass immer mehr im Detailhandel verschwinden, dass alte Werte und Traditionen verschwinden. Und für das wollen wir uns eigentlich einsetzen, eben für das einheimische Schaffen. Und das soll eine Plattform sein, wo man das antrifft und sich darüber informieren kann und vielleicht nachher einfach auch Aufträge untereinander vergibt und dass man sich eben gegenseitig unterstützen. Und das ist eigentlich das Hauptanliegen von dem, dass es nicht verloren geht und dass wir, unsere Bevölkerung, hier aufeinander schauen. Heute ist die Eröffnung am Mittwochabend. Die Ausstellung geht aber noch bis am Sonntag. Was passiert alles noch? Ja, jetzt starten wir wirklich einfach gerade heute am Abend mit einer 4-stündigen, das ist quasi der Startschuss, 4-stündigen Probelauf. Und dann haben wir 4 Tage normal offen, Donnerstag, Freitag, Samstag um 2 und am Sonntag ab der 12, übrigens ohne Eintritt. Und einerseits sind es natürlich die Aussteller, die sich hier präsentieren, gegen 80 Aussteller, die permanent da sind, die 5 Tage. Und dann haben wir ausnahmsweise, normalerweise haben wir eine Sonderschau, aber dieses Jahr haben wir zur Ausnahme 4 Sondertage. Was sind die Themen an diesen Sondertagen? Am Donnerstag haben wir einen Gesundheitstag, wo 25 bis 30 Aussteller werden kommen und informieren über Themen rund um Schönheit und Gesundheit. Am Freitag haben wir einen Ausbildungstag, wo die Schulen vor allem kommen. Da werden 60 Unternehmen aus der Region anwesend sein und ihre Ausbildungsberufe vorstellen. Das ist für alle frei zugänglich. Also können Eltern aus dem ganzen Berner Oberland kommen, wenn ihre Kinder eine Ausbildung suchen. Am Samstag haben wir dann einen Tag der Vereine und am Sonntag gibt es einen Indoor-Merit. Innertkirch hat aktuell gerade 2 vielversprechende Nachwuchsschwinger am Start. Toni Reto und Ivan haben ihre Schwingkarriere zwar bereits 2010 gestartet, doch in der vergangenen Saison haben beide grosse Schritte machen. Manuel Moser hat sich mit den 2 getroffen. Seit mehreren Jahren sind die Brüder Toni Reto und Ivan im Schwingen aktiv. Doch wie gut kennen sich die beiden eigentlich? Jeder von ihnen hat dort dazu Fragen zum jeweils anderen beantworten müssen. Glarner Matthias und andere Simon kommen wir jetzt da eigentlich gerade spontan in Sinn. Jetzt sind eben leider beide schon pensioniert, wenn man im Schwingen so sagt. Ja, ich glaube, es sind schon die 2. Habe ich noch gar nicht richtig mit ihm darüber geredet, aber ich glaube weniger Kilian. Ich glaube, er war der Grund, dass Ivan nicht anfangen zu schwingen. Das eidgenössische Frauenfeld hat er gewonnen und dann war Ivan schon sehr begeistert. Schwingerisch, er hat ein unheimliches Gespür.
ja, das nützt sicher auch mir sehr viel, dass ich von ihm lernen kann. Ja. Er ist sehr ehrgeizig. Und wenn er einen Plan im Kopf hat, dann will er es einfach unbedingt durchziehen. Kostet, was es wolle, sozusagen. Das ist nicht eine schwierige Frage. Das ist ganz sicher der Berlin-Geschwinget von diesem Jahr. Ja. Ich habe das Gefühl, er hat 2 Highlights. Ich glaube sicher das Kantonale dieses Jahr. Aber auch das unspunnene Schwingen sind wir dort sehr gut gelaufen. Und ich glaube, das war auch ein cooles Erlebnis für ihn. Ja, sicher, dass er dran bleibt, dass wir noch viele Jahre zusammen schwingen können, dass er gesund bleibt. Und dann kommt das sicher gut. Ja, ich hoffe sicher, dass er noch lange wird schwingen wird und dass er etwas Gesundheit hat. Und ja, wenn das schon zusammenpasst, dann könnte er schon noch ziemlich weit bringen, habe ich das Gefühl. Und es geht gerade sportlich weiter. Die Hälfte von seinem Leben hat der 35-jährige Fabian Lustenberger als Fußballprofi verbracht. Aktuell bestreitet er bei den Berner Young Boys seine 5. Spielzeit. Und vielleicht auch seine letzte. Im Interview mit Manuel Moser hat Lustenberger auf seine Karriere zurückgeblickt und auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Hast du ein Fußballvorbild? Wenn ja, wer und wieso? Ich hatte früher den Johann Vogel als Vorbild. Also früher ist vielleicht falsch gesagt, aber als ich jünger war, habe ich ihn sehr, sehr genau beobachtet, weil er, glaube ich, in der Nazi, PSV Eindhoven, nachher bei AC Mailand eine sehr zentrale Rolle hatte, auf einer Position, die ich auch damals gespielt habe, auf dem 6. Nachher, klar, hat man gewissen Spielern von Barcelona gerne zugeschaut in dieser goldenen Zeit, mit Sergio Busquets, mit Xavi, mit Iniesta. Ronaldinho hat man gerne zugeschaut, hat man gerne Tricks machen wie er. Ja, also sind das die Leute, die man gerne zugeschaut hat, aber ich würde so als Vorbild würde ich eigentlich den Johann Vogel nehmen. Hast du eine Glückszahl oder irgendwie ein Ritual, das du vor dem Spiel oder so machst? Ja, Glückszahl. Ich habe als 28 die ganze Karriere gehabt. Das hat mich die ganze Karriere begleitet. Ich habe sie beim FCL damals zugelost oder verteilt bekommen, in Berlin behalten und jetzt auch bei IBE behalten. Und sonst, ja, ich hatte früher mehr Ritual und bin sehr abergläubisch gesehen. Das habe ich hier ablegen zum Glück, weil ich mich nach schlechten Spielen hinterfragt habe, was habe ich anders gemacht als vorher. Was nicht ganz optimal war, weil du halt viel zu viele Gedanken um andere Sachen gemacht hast, als um den Fußball selber. Ich nehme an, du hast einige Spitznamen gehabt. Kannst du mir 1, 2, 3 aufzählen und vielleicht sagen, welcher das der liebste war? Ja, also eigentlich ist dort in der Schweiz der Fabu. Fabu Lustenberger, ganz klar. Bern sowieso. Die sind prädestiniert dafür, das so ein bisschen abzukürzen. Und in Berlin bin ich lustig gesehen, kurz von Lustenberger abkürzen. Das sind eigentlich die Namen, die wir geblieben sind. Auch heute, wenn ich in Berlin bin oder wenn ich mit Leuten Kontakt habe, bin ich immer der Lustig und nicht der Fabian oder wer auch immer, sondern das sind die 2 Namen. Und ja, also in der Schweiz Fabu passt super, Deutschland Lustig hat auch gut gepasst, also ich nehme beide gerne, ist kein Problem. Gibt es ein Zitat, ein Sprichwort, einen Satz, eine Redewendung, die dich als Fabian Lustenberger gut oder ideal beschreibt? Es ist immer sehr schwierig, über sich selber zu reden. Ich weiss, dass, was mir jetzt so ganz spontan in den Sinn kommt, ist, dass der Lucien Favre damals das Wort polyvalent ein bisschen gebraucht hat, auf mich bezogen. Ich glaube, das trifft es nicht schlecht. Ich habe in meiner Karriere schon relativ viele Positionen gespielt. Oder fast alle, sogar im Goal bin ich eigentlich 10 Minuten bei Hertha in der 2. Liga. Bis auf Linksverteidiger, glaube ich, habe ich alles gespielt. Und darum, ja, würde ich das Polyvalent nehmen, das ganz gut zu mir passt. Das war es mit dem Blick in den Tag und am heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App nur die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Medienauskollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, meine Damen und Herren. Heute haben wir eine Föhnlage
am Alpen-Nordhang. Am Morgen wird es noch föhnig sein. Zum Teil hat es ein paar sonnige Abschnitte gegeben heute. Es hat aber auch dichtere Wolken gehabt. Vor allem Richtung Jura ist es zum Teil nass geworden. Wir liegen hier aktuell auf der Vorderseite von dieser Tiefdruckzone über Westeuropa. Wie gesagt, Föhn am Alpen-Nordhang und zum Teil ein stürmischer Südwind in den Bergen. Gleichzeitig aber auch feuchte Luft, die uns immer mehr erreicht von Westen und Süden her. Da werden wir also eingenommen von dieser Feuchtigkeit und darum starten wir am Freitag auch schon trüb in den Tag hinein. Verbreitet regnet es auch, Temperatur am Morgen bei etwa 10 bis 12 Grad. Und am Nachmittag ist es die lange Zeit noch stark bewölkt. Erst gegen Abend gibt es dann von Westen her eine Wetterberuhigung. Der Regen lässt nach und es zeigen sich dann noch ein paar Aufhellungen mit Sonnenuntergang. Temperaturen maximal bei etwa 14-15 Grad im Oberland, zum Teil auch noch föhnig, obwohl es eben immer wieder auch kräftig regnet. Dann schauen wir noch die nächsten paar Tage an. Wechselhaft am Samstag mit ein paar Regengüssen, aber auch sonnige Auflockerungen. 15 Grad. Der Regenschutz Pause machen kann dann am Sonntag und Montag. Da bleibt es weitgehend trocken, zeitweise recht sonnig bei 14-15 Grad und wieder ein bisschen wechselhafter wird zum Dienstag und Mittwoch. Da müssen wir dann auch zeitweise wieder mit Regen rechnen. Die Temperaturen dürften sich nicht allzu viel ändern. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz einen schönen Donnerstagabend.